herzlich willkommen für eine neue Sendung von ADR Tele. Am Kader von dieser Emission steht alles am Zeichen von unserem Nationalkongress, den rezent am Parkhotel zu Dummelding über die Bühne gegangen ist. Am Nationalkongress stand dieses Jahr die Verfassungsreform am Mittelpunkt. Auch wenn die Gambia-Parteien an CSV nicht mehr vom versprochenen Referendum wissen wollen, so hält die Alternativ-Demokratische Reformpartei Volksreferendum fest. Auf für was die Befragung von den Wählern zu Lützeburg am Kontext von der Verfassungsrevision so extrem wichtig ist, das hat der Nationalpräsident, den Dr. Jean Schoss, aus seiner Ausspruch deutlich hervorgestrachen. Eine Verfassung ist das Fundament von all Staatswesen. Eine Verfassung ist das Wichtigste, was der Staat hat. Sie, Verfassung, ist der Garant und Fondation, auf die ein moderner Staat basiert. An den Fundamenten geht nicht mehr ganz vorsichtig schaffen. Er hat dem Risiko, dass es sonst zu risken an einem Staat. Aber wen ist dann der Staat? Wenn wir all die Member von diesem Staat sind, mit alle Rechte und Pflichten. Aber wenn wir an unserem Haus Lützeburg Risse haben, wenn wir die Fondationen schaffen gegangen sind, da plündert der Lokatär, geht an ein anderes Haus wohnen. Und wir, der Proprietär, bleiben mit den Rechten von unserem Staatsgebäude hier zurück. Deswegen kann soll eine neue Verfassung nicht mehr mit dem Aval vom Proprietär von diesem Staatswesen angefordert gehen. Und deswegen steht ADR für ein Referendum am Kader von dieser neuen Verfassung. Wie schon zu Ettelbrück am letzten Kongress gesagt, auch an der Verfassungsfroh sind wir die einzige Partei, die jetzt von damit die bürgerlich-konservativ Werte an der Verfassungsdiskussion nachvertreten. Das ist also nicht die Frage, wie weit sie mir an diesem Sujet von der neuen Verfassung bereit, via ein Referendum die Wähler entscheiden zu lassen. Das ist nicht mehr die Frage, wie weit partizipativ sind nach Gambia und CSV an diesem Kader. Stand haut gar nicht. Das will mir ändern, weil der Wähler ist der einzige Souverän, den darüber zu entscheiden hat. Ich so nicht, merci. D'ADR huet rund 1800 Membren uer dat Land, dat sinn der net wenig. An et war der Präsident vum Bezirk Zentrum Margadami, den den dringenden Opruf und Leiit mëcht, fir verstärkt politisch mat ze schaffen. Wir haben ein grosses Chantier, und das Chantier ist nicht Gambia. Da muss man all zusammen schaffen. Da muss man wirklich an der Sektion gucken, Leute beizukriegen und so führen, weil wir brauchen sie. Ich meine, das ist doch alle gut, denn wir gehen schon, wie soll ich sagen, wir sind schon eine Diktatur, wenn es so viel geht. Das Schlimmste ist an den Ende von der ADR, dass mit der Reform als Verfassung politisiert wird. Etwas, was schon bald dramatisch ist. Damit wird die Konstitution zu einem politischen Instrument mit politischen Zielen degradiert. Denn dann Hardy resümiert. DP, LSAP a Gring an noch CSV insistieren bei der Verfassungsreform also nimmen op dat, wat sie politisch arrangeiert, de Recht gët einfach wäschgelos. Beispiel Monarchie. Der Großherzog, so wie mir wahrscheinlich dat alle goe erlieft hun, gelieft hun, durch Erfahrung an unserem Land über lange Jahren, dass der Chef von unserem Staat, der Großherzog, eigentlich immer konsideriert gehen, dass das für die also wäret auch als ein Mensch, den über der Politik steht. Eine neutrale Institution, den Land symbolisiert, den Einheit vom Land, und über der Politik steht, an sich nicht anmischt. Hier als Konzeption geht es ein bisschen enger. Den Staatschef wird klar definiert als ein Member von der Exekutiv. Und das hat doch Konsequenzen, aber das ist ein bisschen die französische Philosophie, der Staatschef als der von der Exekutive, der Präsident der Republik, der Gouvernement und so weiter, das ist eine Inspiration, die man da kennt, mit der ist nicht an der Lützeburger Tradition. Und muss ich einfach sagen, dass das auch ein Schritt ist, wie aus dem Großherzog, aus der Institution von der Monarchie etwas Ähnliches zu machen, wie das, was wir bislang Kant erlebt haben. Wir haben noch eine ganze Reihe Dispositionen, wo eigentlich mal auf Souveränitätsrechte verzichten, zugunsten der Europäischen Union. Auch darüber werde ich zurückkommen. Das ist eigentlich ein Gewinner an der Verfassung, ging ich so, dass aus der Europäischen Union, weil wir als mehr innerordnen an der Europäischen Union, wie das bislang der Fall ist, eine Reihe Rechte aufgehen. Und es gibt auch
etwas wat verleiert an de Souveränitätsrechte dat als Land. Neiers, dat lot Gambia-Regierung an der Verfassung Staatszieler firgëtt, wéi Klimaneutralitéit an d'Recht opwunnen. Vertecht dat op Lützeburg. Man der Techt van dir Staatszieler hut. Lützeburg lo Staatsziel van die neue Verfassung können zum Beispiel Klimaneutralität, dann darf der Legislateur Chamber einer Rechter erschränken für dat zu errechen. Vertecht dat. Staat dat wüs man net. An dofir Schwarz geforen. Staat dat de Legislateur an Zukunft kann so Majorleichter du ein Auto, du darfst nach 10.000 Kilometer am Jahr mat fuhren, weil so rech als Verfassungsziel Klimaneutralität net. Dat ist etwas Neues. Das ist etwas ganz ernst wie eine Verfassung, die einfach sagt, hey, wir haben einen Großherzog, wir haben eine Chambre, wir haben eine Regierung und das funktioniert so und so. Wir gehen an Politik. An die Politik, da wissen wir nicht, wo sie hinfährt. Beim Logement ist das ganz wichtig. Weil das steht ja auch dran, jeder hat das Recht auf ein Logement, de vivre dignement, also ein passend Funding. Das ist an der Reihe. Dat mir auch proposiert, dat so Prinzip an Verfassung erkennt, aber mir hun nie als ADR gesucht, dat dafür einer Rechte solle können abgeschränkt gehen. Dat ist ein wichtigen Unterschied. Ich will nicht den Teufel und Mauermole, aber ich will einfach weisen, man Beispiel Klimaschutz, man Beispiel Logement, wenn der Staat hier geht, an gibt sich ein konstitutionelles Recht für Grundrechte anzuschränken, für politische Ziele zu erreichen, dann als dat die Geest von Totalitarismus ein bisschen dat as präsent, dat das die Großgefahr an der neuen Verfassung. Es geht auch als Freiheiten. Ich kann ja nicht so de Bierger krit mehr Freiheiten, weil man nur ein Initiativ legislativ populär und dat sie gadgeten. Hier geht es wirklich das zentral. Wie frei sind wir an einem Land, weil eine Verfassung hat, dass sich eine politische Agenda an Verfassung erschreibt. Das ist eine Großgefahr. Das ist aber nicht die einzige. Es ist auch so, dass neben der Politisierung von der Verfassung eine ganze Reihe Probleme für als nationale Souveränität bestehen. Und noch da gibt es Analogien zum Teil Sachen, die aus dem Ausland kommen und so weiter. Aber es muss in das aber ein bisschen noch gucken. Zunächst steht mal dran, der Luxembourg participe à l'intégration européenne. Das ist eine Banalität, weil wir als kleines Land nicht viel andere Möglichkeiten auch von den Konsum. Wir brauchen keine Integration, wir brauchen eine internationale Kooperation. Auch das ist richtig, das ist aber eine Analyse, mit der man nicht allein können bestehen als ein Land wie Lützeburg, das liegt auf der Hand. Mit dem Problem, als man das draufschreibt, ist nicht die Idee, dass man muss natürlich international kooperieren, zum Teil vielleicht auch integrieren und so weiter. Das Problem ist auf einem anderen Niveau. Das Problem ist, dass wenn wir es an einen bestimmten Prozess konstitutionell anschreiben, wir wissen nicht, wo der Prozess hinfährt. Das ist das Problem. Wir wissen nicht, wie die Europäische Union wo mehr ausgesät. Wir wissen mal nicht, ob es nach gibt. Weil die Europäische Union, das ist ein Sujet, da könnte man ganz lange drüber schwätzen, das ist fragil, das ist eine Union, die wirklich enorm Probleme hat, wo der Westen nicht mehr am Osten kann, der Norden wächst nicht mehr am Süden, wo man eine Reihe Probleme an einer Reihe Politikbereiche haben, die wirklich explosiv sind. Aber wenn wir etwas an die Verfassung rausschreiben, dann muss man etwas bedenken, die ist für Jahrzehnte gut. Dafür muss ich einfach vorsichtig sein, auch mit so Prozessen, auch mit politischen Konstruktionen wie eine Europäische Union, die als Lodo, die hat Lo hier Pouvoiren, wir wissen nicht, was geschwind ist. Dafür sind so Dispositionen nicht unproblematisch. Aber der Punkt ist aber nicht nur, dass wir die Zukunft nicht kennen, aber etwas, was ganz wichtig ist, das ändert. Bis Lo hat man in der Verfassung stehen, wir können souveräne Rechte, den Exercice de pouvoir de l'État, können wir temporär und Organisationen auftreten. Temporär. An den temporär fällt weg. Das heißt, Lo heißt das definitiv, das steht zwar nicht dran, mit dem Temporärfeld weg. Das heißt, wir können als Rechter über eine Decision von der Chambre und eine Europäische Union auftreten, aber wir wissen nicht, können wir sie zurückkriegen. Eine Prozedur wie Rechter zurückzuführen steht nicht dran. Wir hatten kurz an der Kommission darüber geschwärzt, da hat gesagt, das wäre eine Fiktion, für die zurückzukriegen. Das ist einfach nicht wahr. Aber das Problem ist die Idee für etwas Temporäres, was vorsichtig ist, was intelligent ist, wenn wir nicht wissen, wie die Welt sich entwickelt, eine definitiv Disposition zu machen, die hat auch hier gefahren. Dann ass do stärkt steck, dat an eisem Grundgesetz d'Auslännerwahlrecht bei de Chamberwahlen durch eng Hannerdier agefoert soll ginn.
Und das weist eigentlich die Hypokrisie auch von einer CSV, die auch das Spiel matt möchte, mit dem Wunsch als klar den Referendum von 2015, wo 80% von der Lützeburger matt nie gestimmt haben, irgendwie nie zu einer gehen, vielleicht nicht direkt, vielleicht nach 5 Jahren, vielleicht nach 10 Jahren, aber auf jeden Fall, es soll kommen, weil es der politische Wille, weil hier ein Interesse ist von den Parteien, die da sitzen. Und dafür auch Referendum wahrscheinlich hauptsächlich, weil die Diskussion, die hat man, und die ging wahrscheinlich von der Lützeburger nachher so dezidiert gehen, dass das geht nicht. En Daremann aus dem Fraktionspräsident dann noch dat Nation vun der Familie an eiser zukünftiger Verfassung massiv geschwächt gëtt. Das geht doch so näheren. Es keine Land auf der Welt, was so weit geht, wie mehrere Teilgänge machen, für nicht nur die Familie zu schwächen, mir auch noch Recht auf die Kanner komplett auszuherrlichen. Recht vom Kant, für sagen Eltern an zu gehen, etwas an der Kannerrechtskonvention, wenn der UNO steht. Wir sind hier so modern, so formidabel, progressistisch, dass man Kanner schwächen an einer neuen Verfassung absolut inakzeptabel. Und nicht nur das. Ich hoffe, Sie hören jetzt bei der CSV. Ich hoffe nicht wirklich, weil du soll das auch kommen, weil dir gemerkt wird, nämlich ein deutliches Zeichen, das kann er Rechte holen. Und nicht nur das, aber wisst ihr, wen hat Recht, kann er zu erzählen? Das sind die Älteren, natürlich. Das ist nicht nur Recht, das ist ja Aufgabe, das ist ja Pflicht, und nicht dem Staat singen. Aber das ist auch nicht mehr modern. Wir hören Kommentare von älteren Führerscheinen, die d'ältere müsste machen, de Friet oder en Question parlamentär gestaltet wie kurzem ihr in d'älteren op Kanner lass lässt, weil der Staat kann het doch viel besser. Der Staat wie sowieso alles besser wie d'älteren an der Menge doch gut mat de Kanner, weil können eng Disposition dran l'État veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement. Von ältere steht kein Wort mit do. Der Staat erzieht Kanner an Zukunft. Aber wenn der Staat dezidiert, dat het gut ist, wird Kanner schon vielleicht mat 5 Mängen dann krecht zu gehen und Mam soll schaffen gehen, man geht zu schaffen, weil steht an der Verfassung. Das ist doch der Progrès. Das nicht nur, dass man den Großherzog, nicht nur als Souveränität, wir auch die Familie, so wie wir leben. Gib mir Antennen, wo politische Parteien an Platz die Familie zu stärken, an Platz so, man mir erzählen kann, man an Haldisch raussteht. Wir wissen, was für uns kann er gut ist. Gib mir an eine Richtung, wo der Staat euch sieht, was für uns kann er gut ist, an mir hin zu folgen. Auch nicht mit Eis. Den Hummer bleibt awer dat Folleg fir all des ganz wichtig Änderungen net befrot soll ginn. Gambia plus CSV, die ein Referendum verhindern wollen, a Purkos. Eng ADR, die hier Wahlversprechen anhalen will. Was sind daraus Fakten und Konsequenzen? Wir kriegen an den nächsten 12 bis 18 Monaten 4 Partien von einer neuen Verfassung zum ersten Wort an der Chambre. Wir warten immer den nächsten Wort, weil die 4 Partien an den Nähe greifen. In einzelnen zweiten Wort, direkt nur dem ersten Wort, also am legalen Abstand, gibt zu einer Rechts- und Verfassungskrise führen, weil als Verfassung komplett umgeschrieben wird. Wir ändern nicht einen einzelnen Artikel, wir ändern praktisch alle Artikel plus mehr ajoutieren danach. Das heißt, es kann nicht gönnen an Einzeldeler das aufstimmen, weil wenn in eben den Deler aktiv sitzt, da passen die anderen Deler von der jetzigen Verfassung nicht mehr dazu. Die sogenannten punktuellen Verbesserungen müssen quasi nur an einem einzigen zweiten Wort an der Chambre votiert gehen. Nämlich dann kann ich kein Referendum mehr erfordern. Verspreche geht also vom Referendum geht gebracht. Gleichzeitig geht alles dafür gemäht, dass ein Referendum über den Initiativ populär quasi technisch unmöglich gemäht wird. Keine elektronische Unterschrift, 4-mal das nächste Wort, 4-mal eine Initiativ populär, das kein Marathon, das ist ein politischen Ultramarathon. Wie dass es kein Referendum gibt, brauchen wir dann noch keine Informationskampagne. Du frohen ich, hey, will mir das oder will mir es viren? Du winkt haut das Resolution. Geht raus bei den Leuten. Froh du bausen, für was kein Referendum? Froh du bausen, für was die neue Verfassung auf 4 Worten abgedeelt wird? Froh du bausen,
wie wartet kein Bret Informationskampagne gibt. Fotobausen, wo das Mandat von 2018 ist, für ein zweites Wort an der Chambre am Kader von einer neuen Verfassung. Frohtat Journalisten, Frohtat Deputierten, die da kennt, egal von was für einer Couleur. Fotobausen, für was der Souverän, also das Volk, sein Recht zur Machtbestimmung an dieser Froh nicht zurückkriegt, wie versprochen. Nach nie seit 1860 als als Verfassung so stark an einer einzigen Kehr immoduliert geht. Das ist eine Information an eine politische Machtspruche von den Bürgern. Von hier aus geht mein Appell an die von der ADR und alle Leute am Land, ob die grün, blau, schwarz, rot oder so etwas gewählt hat, fragt Deputierten, die da gestimmt hat. Für was da nicht ein Referendum? Für was da nicht eine breite Informationskampagne? Für was da nicht ein einziges erstes Wort? Als schlussendlich, für was die Wahlversprechen von 2018 so eklatant gebracht? Ich verspreche nicht Hai an Haut, da der wird für ein Referendum kämpfen. Aber wenn es nicht mehr um den Artikel 9 bis 2 geht, das Ausländerwahlrecht, es kann nicht sein, dass ich Schwa an einem Referendum von 2015, die mit bald 80% gestimmt ging, einfach ignoriert wird. Wir müssen es wehren. Wenn ich haut Hai nicht Hai wir, sondern auf einem Footballsterrain stehe, da gebe ich so ein rote Leif würdig. Es geht um Eiszukunft. Um Zukunft von Eisekanner, Kanner. Aber mit der Zukunft spielt den nicht auf dem Altar von der politischen Kompanie. Ich meine, also politischen Establishment, ich meine die 20% Ahner von 2015, wo vergisst, was dann als Heimisch steht. Da das uns Land, für das wir geben, haben nicht alles wohnen. Und ich so ein Haut an Hai, komm Lützeburg, wir wohnen, haut ein Referendum. Ich so nicht merci. Apple steht fest, dass eine Verfassungsreform von verpasste Chancen. Wir hätten so Scheisachen können machen, die wirkliche Gewinn wäre für das Land. Recht auf Leben an die Verfassung ausschreiben, bis was für Haut immer mehr modern geht. Das kann ja Leute nicht mehr wert, Leben als nicht mehr wert. Wir hätten können ein Zeichen in die andere Richtung setzen, wo die Respekt für den Menschen, für das Leben, das nicht gemerkt gehen. Wir hätten können über das Wahlsystem schwätzen. Das Wahlsystem, etwas, wo der Robbie Mehlen sich engagiert hat, und viele andere, wie sie so, wir haben Ungerechtigkeiten, was 12 Deputierte, wo Bezirke geht, zum Beispiel, wo wir als immer als ADR engagiert haben, dass wir das sollten ändern. Das ist auch eine verpasste Chance. Wir hatten die Möglichkeit, wie über politische Beamten oder ein Ministergesetz, auch da steht dran. Wir hatten die Möglichkeit, direkt Demokratie zu fördern, an das Referendum wirklich viel mehr anzufeiern, viel mehr Direktdemokratie, viel mehr Vertrauen an die Bürger, viel mehr Grundrechte wie die Bürger, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten können die Leute die Möglichkeit gehen, direkt in Verfassungsgericht zu gehen, wie in anderen Ländern möglich ist, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten können dafür sorgen, dass für Gericht, die Parquet und Verteidigung dieselbe Rechte, dieselbe Statut kriegen, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten können gucken, dass Justiz nicht politisiert geht an den Conseil suprême de la Magistratur oder der Conseil national, weil doch immer geht, nicht mehr wo Magistrate besetzt geht, nicht von aufgetakelte Politiker, als nicht gemerkt gehen. Wir haben alle Chancen verpasst. Wir hätten können so, wenn nicht die Krise ausgerufen wird, dann haben wir Kontrolle konstitutionell, wie der Roy Reding proposiert wird, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten den Berufskummern und Gemengen abwerten, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten können Freiheit von der Kultur dran schreiben. Wir hätten können Freiheit von akademischer Lehre dran schreiben, als nicht dran. Wir hätten können Recht konfirmieren, dass Leute hier können selber daheim an die Schule holen, daheim an die Schule, nicht unbedingt irgendwo hinschicken, als nicht gemerkt gehen. Wisst ihr, wenn ihr so etwas hört wie den heutigen Text, da muss ich zur Konklusion kommen, nicht nur, dass der Betrug aus den Jean beschrieben hat, den Bruch von Wahlversprechen, wo 4 Parteien 2018 dem Lützeburger Volk etwas versprach, so wird sie 2 oder 3 brechen, und mal nicht zu schummen dafür. Nicht nur das. Aber sie wollen uns nach ein Land gehen. Sie wollen ein Land geben, das Männer Rechte hat, Männer souverän. Sie wollen den Großherzog als eine ganze Konzeption ändern. Sie wollen als Familie schwächen. Sie wollen als Rechte wegholen. Als der Tod an die Weg, die wir wollen gehen, und dafür Jean durchgesucht, Lützeburg, da werde ich doch, da geht weg. Ich mal merdet an so nicht mehr wie no.
No dessen exzellenten a starken Interventionen vun den zwee Parteilieder verwonnert doch net, dat die iwwer 100 Membren, die op den Nationalkongress kom wären, eestëmmech fir d'ADR-Resolution zur Verfassungsreform gestimmt hunn. An als Resolution zur Verfassungsreform fand ihr op eiser Internetseite adr.lu gerade wéi och den integrale Kongress am Replay. Da se mir auch so los Schluss vun eiser Sendung ukom. Wir gehen aber nach eng lächte Keier zrick op eise Nationalkongress, do ass wie all Joer und die kürzlich verstöwe Membren erinnert gin. Besonders a symbolisch fir all will ich Hai und de Paul Nichols erinnern. E Mann vun der Eischter Stonn, den immer am Ersatz war, langjähriger Präsident vom Süden, Organisator vu vielen Wahlkämpfen an noch Festivitäten an den Superresponsable vun Eiserhall. Auch hin huet es das Jahr verlos. Annelo, so neich merci, dat Dir ëmmer dabei war. Op der Tele fand Dir eis Emissionioun bei Doc an op Apart TV. An da vergisst och net, Dich regelmäßig op eiser Internetseite oder op Facebook zu informieren. Wir ginnelo an Summerpaus am Elleneis am Hircht bei enger neuer Sendung zrick. Bis du hinna, bleibt gesund, Adi, a bis die nächste Woche.